Hey, guten Morgen miteinander. Hoi Joni. Guten Morgen miteinander. Hey, es ist schön, wieder zurück zu sein, wie der Joni gesagt hat. Wir sind 3 Sündige in Griechenland und das war eine wunderbare Zeit. Es war eine gute Zeit, aber es ist auch wieder gut, zurück zu sein, hier in unserer Kirche, wo wir Teil von dieser Kirche sein, GVC Zürich-Oberland. Wie der Joni gesagt hat, nebst Ferien sind wir auch mit Ferien am Meer die Empowering Week leiten und das war eine geniale Zeit. Wir dürfen dort dienen, dürfen ein Stück das, was wir hier haben in der GVC, dürfen weitergeben diesen Menschen, so einen Dienst da rein dürfen tun und Gott hat so viel tun. Aber etwas, was Joni und ich eigentlich jedes Mal sagen, wenn wir wieder zurückkommen, wir sind schon mehrere Jahre immer dort und sind dort am Mitarbeiten, ist, dass sie uns so eine neue Dankbarkeit weckt für das, was wir hier haben in der GVC Zürich-Oberland. Eine Dankbarkeit für die Kirche, wo wir Teil davon sein. Weil wir haben immer wieder Gespräche mit vielen Menschen dort unten, die das nicht genau so erleben, die Kirche nicht so gut erleben, wo vielleicht Unstimmigkeiten sind, wo Sachen vor und her gehen, wo wirklich herausfordernd und schwer ist. Und es geht mir nicht darum, zu sagen, oh, wir sind besser oder schauen oben runter, überhaupt nicht. Aber es weckt so eine Dankbarkeit und es spornt mich immer wieder an, auf das Gute zu schauen, das wir haben, was schon ist, was Gott gemacht hat in dir und in mir, hier in der Kirche. Auch wenn man vielleicht manchmal denkt, oh, das wäre noch cool oder das hätten wir noch gern, sondern dass wir auf das schauen, was wir doch haben. Und wie es der Johannes Wirth immer sagt, heben wir unsere Kirche Sorge, heben wir einander Sorge. Das ist wichtig und das möchte ich euch zum Start so als Ermutigung zurufen. Während der Zeit, wo wir weg sind in Griechenland, sind wir mit in eine Serie gestartet, die unsichtbare Welt. Unsichtbare Welt. Und ich will zum Start einen kurzen Rückblick machen. Es ist so viel Gutes gesagt worden in dieser Serie. Der erste Teil hat Elias gehalten, er hat es stark gemacht und er hat eigentlich mal so ein bisschen genauer daran geschaut, was die Bibel über die unsichtbare Welt sagt. Er hat auch gesagt, dass wir die Fragen, die wir haben, genau anschauen wollen, aber mit der Bibel gewisse Fragen offen lässt, wenn wir sie auch offen lassen und nicht so in ein Extrem hineingehen, sondern ein Stück weit so die Balance haben und den Weg von der Mitte fahren. Ich habe es super gefunden, wie er also betont hat, hey, wenn wir über das Thema unsichtbare Welt reden, dann müssen wir nicht Angst haben und so beängstigend dran herangehen, sondern wir dürfen wissen, hey, wir haben den Sieg mit Jesus und dürfen voller Zuversicht in das Thema hineingehen und uns mit dem beschäftigen. Dann der zweite Teil haben wir den Ruti Altdorfer da zu Besuch gehabt, als Gastredner und er hat über das Böse geredet. Das Böse von der unsichtbaren Welt, was die Bibel über das Böse sagt. Und er hat so eine Gegenüberstellung gemacht von Jesus zum Bösen. Jesus zu Satan. Und der dritte Teil haben wir von diesen himmlischen Heerscharen gehört, wo die Bibel darüber redet, das sind Engel. Der Elias hat uns so ein Bild gemalt, was die Bibel zum Thema Engel sagt. Nicht die Engel, die wir vielleicht uns manchmal vorstellen, die wir so in den Dekoläden sehen oder auf gewissen Bildern, sondern was die Bibel darüber sagt. Und er hat dann so einen Switch gemacht und hat auch klar angeschaut, was die Bibel zum Thema Dämonen sagt und wie Dämonen ein Stück weit Einfluss an Menschen nehmen und wie wir mit dem umgehen. Das sind alles sehr spannende Themen, nicht so alltägliche Themen, wo man immer wieder mal darüber redet. Darum, es würde sich lohnen zum Nachhören, wenn du nicht da bist und etwas verpasst hast auf unserem Podcast. Und heute steigen wir in den 4. und in den letzten Teil von dieser Serie, die unsichtbare Welt. Eins ist klar. Etwas ist klar, das haben wir immer wieder gehört in dieser Serie. Es gibt 2 Mächte in dieser unsichtbaren Welt. Das Böse und das Gute, aber nur eine Macht hat den Sieg und das ist Jesus. Und obwohl er den Sieg hat, obwohl Jesus regiert und den Sieg hat, kann das manchmal auch so zu Spannungen führen im Leben. Ich merke das selber auch. Manchmal führt das so zu einer Spannung, weil ich weiss, hey, er hat den Sieg, aber trotzdem sind die bösen Mächte ein Stück weit noch auf dieser Erde und sie haben auch einen Einfluss. Und mir hilft da ein Bild von früheren Zeiten, wenn wir ein bisschen in die Geschichte hineingehen, und zwar das Bild vom D-Day und vom V-Day. Alle Geschichtenliebhaber, die wissen jetzt, von was ich rede. D-Day und V-Day. Am 6. Juni 1944 war der D-Day. Day of Decision, Tag der Entscheidung. Es war der Tag, an dem die Alliierten im Zweiten Weltkrieg in der Normandie gelandet sind und vorgerückt sind. Wir haben hier auch so ein Bild, das wir hier oben sehen.
Und sie haben die Nazis in Frankreich besiegt und sie gewusst, das ist so der Anfang vom Ende vom Zweiten Weltkrieg, vom Nazi-Reich. Der Tag, wo die Entscheidung gefallen ist, dass sie den Sieg haben. Und die Alliierten haben zwar gewusst, dass grundsätzlich der Sieg da ist, aber trotzdem haben sie gewusst, dass die fremde, die feindliche Armee immer noch ein gewisses Land, ein gewisses Gebiet besitzt und eingenommen hat, wo sie noch nicht vorgeschritten sind. Und sie gewusst, hey, ein Stück weit ist es vollbracht, aber da gibt es noch ein Gebiet, wo sie zu kämpfen haben. Aber der Feind hat in Europa schon kapituliert. Und mir hilft das Bild für die unsichtbare Welt. Weil der D-Day, der Tag der Entscheidung, das ist der Tag, wo Jesus ans Kreuz gegangen ist, wo er gestorben ist und wo er den Sieg errungen hat, wo er das Böse gebrochen hat, wo er Satan gezeigt hat, hey, du hast keine Macht, sondern er ist wieder auferstanden. Und wir lesen das auch im Kolosser 2,15. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Jesus hat mit dem Sieg das Böse entwaffnet. Er hat die Macht von Satan gebrochen. Aber obwohl er den Sieg hat, gibt es doch noch ein gewisses Gebiet, ich sage jetzt mal so, ein gewisses Land, wo das Böse immer noch Einfluss herrscht oder Einfluss ausspielt und das Böse herrscht. Der V-Day, das ist der Tag, wo Jesus wieder kommen auf die Welt. Der Tag von der Erlösung. Aber bis dahin leben wir so ein bisschen in dieser Spannung inne, oder? Die D-Day, V-Day-Spannung. In dieser Spannung, dass Jesus den Sieg hat, aber ein Stück weit ist es immer noch ein Kampf auf dieser Welt, wo wir ein Stück weit auch ausgeliefert sind. Es muss noch gekämpft werden gegen das Böse und das Böse weggetrieben werden. Bis zu dem V-Day geht der Kampf von dieser unsichtbaren Welt weiter. Wie wenn wir die Bibel anschauen, dann zeigt uns Gott ganz klar, hey, dass er will, dass wir in Freiheit leben, dass du in einer Freiheit leben kannst. Dort, wo vielleicht die böse Macht ein Stück weit einen Einfluss auf dich hat, vielleicht in die Gedankenwelt. Das kann verschiedene Art und Weise sein. Dort wünscht er sich noch so viel mehr Freiheit für dich, wie du den Sieg mit ihm kannst haben. Und ich möchte mit euch heute Morgen da genauer anschauen. Ich möchte mal so die Spannung, die wir da immer wieder erleben, anschauen. Und ich möchte anschauen, mit was wir ausgerüstet worden sind, um in dieser Spannung zu leben, wenn es um das Thema unsichtbare Welt geht. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Stupst doch mal den Nachbar. Sag, hey, ich hoffe, du bist nicht dabei. Ist gut, wacht jeder wieder ein bisschen auf. Über die letzten Jahre hat es viele verschiedene Bewegungen gegeben, so verschiedene Wellen, könnte man sagen, zum Thema unsichtbare Welt. Und ich möchte hier gerade mal so ein Zitat von C.S. Lewis vorlesen, wo er so über das schreibt und zwei Arten aufzählt oder beschreibt, wie man mit dem Thema unsichtbare Welt umgehen kann. Es gibt zwei Irrtümer über die Teufel, in die das Menschengeschlecht leicht verfällt. Sie widersprechen einander und haben doch dieselbe Auswirkung. Der eine ist, ihre Existenz überhaupt zu leugnen. Der andere besteht darin, an sie zu glauben und sich in übermäßiger und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. Der Teufel selbst freut sich über beide Irrtümer gleichermaßen. Also C.S. Lewis redet über zwei Typen oder so Umgangsweisen, wie man an das Thema unsichtbare Welt herangehen kann oder wie man mit dem leben kann. Und die eine Art, die ist die Überbetonung von der unsichtbaren Welt. Überbetonung. Wenn jemand überbetont lebt, dann sieht er hinter vielen Problemen, hinter vielen Herausforderungen meistens gerade das Böse. Vielleicht, wenn jemand eine Charakterschwäche hat, sieht er das Böse dahinter. Wenn vielleicht jemand Essstörungen hat, magersüchtig ist, das Böse ist dahinter. Wenn eine Person in Sucht verfallen ist, das Böse ist dahinter. So schnell wird das Böse, die böse Macht, hinter einem gewissen Verhalten gesehen. Das Schöne ist eben eigentlich daran, dass die Menschen eine riesige Sehnsucht haben nach mehr Reich Gottes. Sie wollen eigentlich noch mehr Reich Gottes sehen, noch mehr Menschen, die in eine Freiheit laufen können. Aber leider sind sie von dieser Sehnsucht ein Stück weit falsch geleitet. Die Auswirkung ist nämlich sehr oftmals, dass Menschen in einer Angst leben, verängstigt werden.
Und ein Stück weit kann es auch wie eine Ausrede sein, zu sagen, oh, ich muss mich nicht ändern, sondern das sind äußerliche Einflüsse, die auf mich da ankommen oder auf mich prallen. Ich weiss, in meinem Leben hat es eine Zeit gegeben, wo ich mich sehr stark mit der unsichtbaren Welt beschäftigt habe. Ich finde gerade so, in unserem Freundeskreis oder bei uns in der Kirche hat es so ein bisschen eine Überbetonung gegeben bei gewissen Leuten. Und ich habe mich dann irgendwann ein bisschen von dem distanziert, da komme ich nachher noch dazu. Und ich habe immer noch gewisse Kollegen, die das ganze Thema sehr stark überbetonen, die hinter allem das Böse sehen oder einen Angriff sehen oder den Teufel sehen. Und etwas, was ich aber in ihnen sehe, in ihrem Menschenleben oder in ihrem Lifestyle, ist, dass sie nicht frei leben, sondern immer eine gewisse Angst haben gegenüber dieser Macht. Dass sie es eigentlich mega gut meinen und so ein Verlangen haben, aber ein Stück weit sind sie unzufrieden. Das ist das Überbetonen, das hier der C.S. Lewis bespricht oder anspricht. Das zweite Extrem von dem Überbetonen ist die Ignoranz. Das andere Extrem, die Ignoranz, wo der C.S. Lewis hier anspricht, dass die Existenz vom Bösen verleugnet wird vielleicht. Vielleicht denke ich bin so aufgeklärt, ich weiß alles und ich muss mit dem nichts zu tun haben. Oder vielleicht denke hey, ich spüre es nicht, ich fühle es nicht, ich sehe es nicht. In dem Fall hat das nichts mit mir zu tun, sondern nur mit Leuten, die das irgendwie so ein bisschen wahrnehmen. Engel und die Mächte. Und eigentlich nimmt man sehr auf die leichte Schulter das Ganze. Es geht mich nichts an. Und das kann genau gleich in so einen ungesunden Umgang hineinführen, wenn man es auf die leichte Schulter nimmt. Wie die Bibel zeigt uns eigentlich ganz klar. Hey, die unsichtbare Welt ist Realität. Sie ist die genau gleiche Realität wie die sichtbare Welt, die wir hier sehen und spüren und hören. Sondern sie ist wichtig und sie ruft uns zu, dass wir sie nicht unterschätzen und ihr einfach aus dem Weg gehen und ignorieren. Das sind so zwei Extreme vom Überbetonen zu der Ignoranz. Und ich glaube, was da drinnen braucht, ist so eine gute Balance zwischen ihnen, so eine gute Balance, um mit diesen zwei Extremen umzugehen. Wie ich schon erwähnt habe, so eine Zeit gehabt, wo ich mich stark mit dieser unsichtbaren Welt auseinandergesetzt habe, wo ich auch gemerkt habe, ich habe eine gewisse Sensibilität oder vielleicht auch gewisse Gaben in diesem Bereich, aber ich habe mich irgendwann entschieden, mich nicht nur von dem leiten zu lassen, mein Leben nicht nur auf die unsichtbare Welt auszurichten, aber trotzdem mit einer Offenheit und mit einer Wachsamkeit zu leben und so durchs Leben zu gehen. Mit einer Offenheit und Wachsamkeit gegenüber der unsichtbaren Welt und das nicht einfach auszuschalten. Und ich bin sicher, da innen gibt es auch Menschen, die sensibler sind und die unsichtbare Welt vielleicht mehr wahrnehmen, mehr spüren. Und vielleicht ist es nicht überall das Unsichtbare dahinter, was man manchmal sieht. Und gleichzeitig würde ich denen sagen, die überhaupt nichts wahrnehmen oder die denken, mit dem, das ist nichts für mich. Hey, nur weil du nicht spürst, weil du nicht erlebst, heisst es nicht, dass es nicht existiert. Es ist eine Wachheit und eine Offenheit gefragt. Und nicht, dass wir irgendwie die eine Seite kippen oder die andere Seite kippen und in so ein Extrem hineinlaufen. Das will man nicht. Und wir als GVC, wir sind die Kirche von der Mitte. Und die Kirche von der Mitte bedeutet nicht, dass wir lauwarm sind oder lauwarm werden, sondern es bedeutet, dass wir in dieser Balance leben wollen. Dass wir in diesem Thema, in dieser Balance laufen wollen. Und dass wir einen gesunden Umgang mit dem Thema haben. Natürlich stellt sich jetzt die Frage, ja, aber wie weiss ich denn genau, wenn irgendeine Situation oder irgendein Fall zu mir angetragen wird, was dahinter ist. Beispiel, wenn jemand eine Charakterschwäche hat, wie weiss ich, ob das finstere Mächte sind oder ob das einfach eine Prägung ist, eine schlechte Prägung von einer Person, die das vielleicht mal aufarbeiten sollte. Oder wie gesagt, wenn es um Sucht geht oder um Krankheiten geht, wenn es um Kopfschmerzen geht oder Schlafstörungen geht, um komische Fantasien, vielleicht sexuelle Fantasien, die unabbracht sind. Wie finden wir das heraus? Und ich möchte euch heute Morgen so 2 Punkte weitergeben, die mir persönlich helfen und ich glaube, kann uns allen helfen in diesem Thema. Und der erste Punkt ist, frag den Heiligen Geist. Weil der Geist Gottes, wenn du ein Kind von Jesus bist, von Gott, dann hast du den Geist Gottes bekommen, du bist ausgerüstet worden und er ist da, um dich zu unterstützen, um dich zu leiten, um dich zu befähigen, um dir eine Richtung zu geben und um dir Klarheit zu geben.
Aber ich glaube, die Problematik liegt sehr oft darin, dass man ihn gar nicht fragen, sondern dass man selber einfach eine Vermutung haben, selber irgendetwas annehmen und selber handeln. Das geht mir oftmals auch so. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, wo wir das in der Familie so erlebt haben. Meine Eltern sind Landwirte, sind früher noch Milchkühe gehabt. Und irgendwann haben sie gemerkt, dass oft eine Kuh nach der anderen immer wieder krank wird. Und meistens sind das die besten Kühe gewesen. Der Tierarzt ist zu uns heimgekommen. Er hat alles behandelt, was er behandeln konnte. Und es hat einfach keine Erklärung gegeben. Es hat keine Erklärung gegeben. Die einen Tiere sind gestorben, der andere ist dann irgendwann wieder besser gegangen. Und irgendwann haben meine Eltern gesagt, so, jetzt fragen wir den Heiligen Geist. Und wir sind als Familie zusammengesessen und haben den Heiligen Geist gefragt, hey, was steckt da dahinter? Ist da irgendetwas Geistliches im Spiel? Und prompt hat der Heilige Geist meinem Vater aufgezeigt, dass immer, wenn ein Mann aus dem Nachbardorf uns kommt besuchen, dass dann nachher eine Kuh krank wird. Und meistens die beste. Und das ist eine Person, die mein Vater nicht so gut kennt hat. Er ist einfach zu uns gekommen, hat ihn besucht, mit ihm ein bisschen gefachsimpelt und geredet. Und der Heilige Geist hat ihm gesagt, hey, lass die Finger von dem. Weil diese Person, die ist okkult belastet. Und wir haben gebetet, haben den ganzen Hof alles unter den Schutz von Jesus gestellt. Und prompt ist die Person nachher noch einmal vorbeigekommen. Und es war nie mehr etwas mit den Tieren. Sie sind alle gut zu Weg gewesen. Keine Tiere sind mehr krank geworden. Hey, und so kann uns der Heilige Geist aufzeigen, was hinter so einer Krankheit, hinter einem Problem steht. Aber es kann auch sein, dass man sagt, hey, weißt du, es ist nichts Böses dahinter, wie jetzt in diesem Beispiel, sondern geh einfach zum Doktor. Oder, hey, lass dir sonst irgendwie helfen. Und vielleicht merkst du, wie dir der Heilige Geist nicht gerade so etwas Konkretes sagt, das gibt es ja durchaus auch. Und dann komme ich zum Punkt 2, ist es dran, um mal natürliche Ursachen abzuklären. Einfach das Natürliche. Und das klingt jetzt vielleicht nicht so geistlich, aber das hilft auch, um ein Verständnis zu bekommen, was dahinter ist. Der Joni und ich haben in der letzten Woche mit einem Mann geredet, der uns erzählt hat, er hat vor Jahren so unabbrachte, obszöne Gedanken gehabt über ganz viele verschiedene Menschen. Und das ist etwas, wo man durchaus könnte sagen, da liegt irgendwie eine dämonische Belastung auf dieser Person oder etwas, was ihm weitergegeben worden ist von einer dunklen Macht. Und er hat gesagt, hey, er ist für sich beten lassen, ein Gebet nach dem anderen. Er hat gewusst, er braucht da Hilfe, gerade zum geistlichen Bereich. Er ist frei gebetet worden, aber es ist einfach nie besser geworden. Es ist nie besser geworden, null Veränderung. Es hat sich gar nichts verändert. Und irgendwann hat er sich entschieden und gesagt, gut, jetzt gehe ich zu einem Psychiater. Und er ist zu einem Psychiater gegangen, hat ihm alles erzählt. Und der hat ihm genau erklären, was eigentlich das Problem dahinter ist. Er hat ihm Muster aufzeigen, hat mit ihm dort einen Weg gehen. Und seit dort ist es viel besser und eigentlich schon praktisch weg. Also natürliche Ursachen. Es hilft auch mal, um das anzuschauen und dem nachzugehen. Im Natürlichen. Es sind zwei so Arten, die uns helfen können, den Heiligen Geist zu fragen und natürliche Ursachen abklären, um herauszufinden, was dahinter stecken kann. Ich will mit euch im Bibelvers gehen, in Epheser 6, 10 bis 12. Da steht, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Und wenn man das so liest, denkt man so, wow, okay, da läuft noch so viel mehr in der unsichtbaren Welt. Oder mir geht es immer so, wenn ich das so lese, denke ich so, okay, da geht wirklich ein Kampf ab. Und der Epheser ruft uns das zu, dass die unsichtbare Welt eine Tatsache ist, dass wir in einem Kampf stehen. Und er sagt auch, hey, kämpft in dem Kampf inne, wie Gott wird dich und mich brauchen auf dieser Welt. Gott will uns brauchen, um sein Reich vorwärts zu bringen auf dieser Welt. Und das kann dazu führen, dass wir auf dem Weg, in dem Kampf, mit dem Bösen in Kontakt kommen und dort kämpfen müssen. Und die Frage kommt jetzt natürlich, hey, wie kämpfe ich denn? Wie kann ich praktisch kämpfen in meinem Alltag? Wenn wir vielleicht das Gefühl haben, jemand ist befallen, wenn wir merken, dass so ein übernatürlicher Angriff kommt und wir in dem Kampf stehen. Und das Erste, das sehen wir schon bei Jesus.
wie er uns das vorlebt. Jesus zeigt uns in Matthäus 4, wie er mit Anfechtungen umgeht. Er war nämlich gerade in der Wüste, im Fasten, in den 40 Tagen. Und plötzlich kommt Satan und er fordert ihn raus. Er fordert ihn raus. Er verlockt ihn mit verschiedenen Argumenten, verschiedenen Sachen. Und Jesus sagt ganz klar 3 Worte. Weg mit dir. Er hat ihn weggewiesen. Er hat gesagt, hey, geh weg. Und dort, wo wir am Satan widerstehen und ihn wegweisen, dort flüchtet er auch von uns. Dort flüchtet er von dir. Weil als Kind von Gott haben wir Vollmacht, um das Böse wegzuweisen. Und das kann auf ganz normale Art und Weise geschehen, indem wir einfach normal in dem Namen Jesus wegweisen. Das muss nicht auf hochspektakuläre Art ausgelebt werden oder geschehen, sondern auf eine normale Art und Weise. Eine Kollegin von mir ist nämlich mal auf mich und auf meine Mutter zugekommen. Und sie ist nicht im Glauben, aber sie hat gesagt, hey, immer am Abend, am 10 Uhr, wenn ich liege ins Bett, dann sehe ich so eine Kreatur in meinem Zimmer und ich kann nicht mehr schlafen. Und mein Herz bleibt schier stehen und mein Blut gefriert, wie sie so Angst bekommt. Und ich habe sie gefragt, ob sie sich helfen lassen will. Ich habe ihr erzählt, dass wir dafür beten können. Und wir sind gegangen, meine Mama und ich, und haben gebetet, haben den Namen von Jesus ausgesprochen und die Kreatur, die Macht weggewiesen. Dann habe ich sie später wieder gefragt, und jetzt, wie ist es? Und sie sagt, hey, sie dorthin ist gut. Sie schläft durch, sie hat den Frieden, es geht ihr gut. So einfach können wir die Macht wegweisen, im Namen Jesus, weil er Kraft hat. Oder vielleicht, wenn du Kinder hast und sie können nicht schlafen, wenn sie Angst haben, bett für deine Kinder, ganz normal. Stell sie unter den Schutz von Jesus. Weise alles weg, von dem Zimmer, von dem Kind. Aber dort muss man nicht über Dämonen und über Teufel reden, sonst hat wahrscheinlich das Kind noch mehr Angst. Sondern man kann ganz normal im Namen Jesus das wegweisen, das nicht dort angehört. Weil du hast die Vollmacht. Du hast eine Vollmacht bekommen, um das auszusprechen. Und auf die Vollmacht komme ich nachher nochmal zurück und will noch ein bisschen mehr über das reden. Wir haben auch schon erlebt, dass Leute kommen und uns fragen, ja, wie geht man denn mit Menschen um, die okkult belastet sind? Und da nützt auch ein einfaches Gebet. Jesus macht frei. Den Namen Jesus aussprechen, dass er frei macht. Satan, du hast kein Anrecht auf die Person und ihn wegweisen. Das beim Namen nennen, wo gemacht worden ist, Sünde um Vergebung bitten und loslassen und sich davon trennen. Das kannst du alleine machen, das kannst du aber auch mit einer Person zusammen machen. Wir haben auch ein Gebetsteam nach dieser Predigt im 2. Worship-Teil, wo die hinten stehen und sie kommen dir sehr gerne zur Seite und beten mit dir. Also okkult belastete Leute. Ein einfaches Gebet im Namen Jesus, das wegweisen, das langt. Es gibt aber auch so Ausnahmefälle, sage ich jetzt einmal, Personen, die sehr stark von dieser bösen Macht sich eingeladen haben, vielleicht über Jahre, die viel fest im Satanismus unterwegs sind. Und dort ist es sicher gut, wenn Menschen mit Erfahrung beten und sich diesen Personen annehmen. Es gibt auch Menschen, die eine spezielle Begabung bekommen haben, so wie wir alle Begabungen bekommen haben, gibt es auch Menschen, die in der unsichtbaren Welt spezielle Begabungen bekommen haben. Aber mir ist eins wichtig, wir alle haben die Vollmacht. Dann das Zweite, lesen wir Epheser 6,13. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Der Epheserbrief fordert uns auf, mit den Waffen von Gott zu kämpfen. Und wenn man weiterliest in dem Epheser 6, dann kommt Schwert. Das Schwert. Und Schwert ist nichts anderes als Wort von Gott. Wo wir aufgefordert werden, um das Wort von Gott mit dem Wort zu kämpfen. Weil wahrscheinlich erlebst du auch so, dass Satan immer wieder mal Lügen in uns aufbringt, vielleicht Zweifel, das, was du nicht kannst, das, was du nicht sagst, das, was du nicht gut machst. Ich weiss nicht, wie es bei dir aussieht, aber dort ist es wichtig, dass wir das Wort von Gott nehmen, auf dem stehen und ihn mit dem wegweisen. Dort, wo du merkst, hey, du bist immer wieder angegriffen, lies das Wort und sprich das darüber aus. Sprich das aus. Sag, hey, es steht so. Und das ist die Wahrheit. Aber für das müssen wir das Wort Gottes kennen
Und für das müssen wir das Wort Gottes lesen. Und leider langt es nicht nur zum Podcast hören oder irgendwelche Ratschläge annehmen. Und ich möchte dich ermutigen, hey, lies das Wort, lies es. Es ist deine Waffe. Und es ist ein Kampf, das ist eine Realität. Auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt oder wenn man im ersten Moment nicht draufkommen. Hey, lies das Wort. Es ist so wichtig, weil wir erleben immer wieder Leute, die zu uns kommen und sagen, hey, da fühle ich mich so, in dem bin ich nicht gut, da bin ich angegriffen. Wir fragen, hey, was sagt das Wort Gottes? Und oftmals merken die Personen, ich lese es gar nicht. Meine Lehrerin in Australien hat mir immer so ein gutes Beispiel gegeben. Und zwar hat sie gesagt, hey, brauch das Wort Gottes so fest wie dein Deo. Wie dein Deo. Am besten täglich, wo du ihn anschmierst oder ansprayst. Und ganz, ganz viel. Weil es tut dir gut und es tut den Menschen um dich herum gut. Und vielleicht das nächste Mal, wenn du Deo anschmierst, ich hoffe, ihr macht das alle, denk mal dran, das Wort Gottes, was sagt es über deine Situation, dort, wo du angegriffen bist, über deine Umstände, über dich. Hey, es ist wichtig. Das Wegweisen und das Wort von Gott anwenden und entgegenheben. Und das Geniale ist, das können wir alles, wie wir eine Vollmacht bekommen haben, wenn wir Kind von Gott, vom Höchsten sind. Und ich möchte euch noch ein paar Gedanken geben zum Thema Vollmacht. Weil es gibt immer wieder Missverständnisse, wenn es um das Thema Vollmacht geht. Es gibt immer wieder Fragen um das Thema Vollmacht. Gott allein, er der höchste Herrscher, er besitzt alle Vollmacht. Im Griechisch ist das Wort Exousia. Und das bedeutet nichts anderes als die Vollmacht, die er hat, eine göttliche Vollmacht. Und das hat er seinem Sohn weitergegeben. Das lesen wir im Neuen Testament. Wo Jesus getauft wird, am Jordan, dort bekommt er Gaben und dort bekommt er die Vollmacht vom Himmel, von Gott selber, weil er ausgerüstet wird für seinen Dienst. Und die Vollmacht, die gilt nicht nur so Spezialisten im Reich Gottes, die vielleicht viel glauben und gut unterwegs sind, sondern sie gilt uns allen. Ich möchte aber mal bei euch anschauen, was bedeutet überhaupt so eine Vollmacht, weil wir sehen sie immer wieder im täglichen Leben. Vollmacht haben zum Beispiel Polizisten, es haben Beamte, es haben aber auch zum Beispiel Richter und sie haben die Vollmacht, wie sie im Namen vom Staat handeln, im Namen vom Staat arbeiten. Und es geht da nicht um ihr Aussehen, es geht da nicht um ihr Befinden, wie sie sich fühlen. Es geht nicht darum, um ihre Fähigkeit, dass sie so eine Vollmacht haben, sondern es geht allein darum, um die Tatsache, dass sie im Namen von einer höheren Autorität eingesetzt worden sind, in ihrem Job, und dass sie in diesem Job handeln, mit einer Vollmacht. Und ich finde das so ein gutes Bild, weil das ist genau das Gleiche für dich und für mich. Genauso haben schon die Jünger von Jesus die Vollmacht bekommen. Und die geht weiter an seine Gemeinde, an uns alle. Und das bedeutet, du hast eine Vollmacht. Du hast eine Vollmacht von Jesus bekommen. Ob du dich danach fühlst oder ob du dich nicht danach fühlst. Und ich will dir das zurufen, weil du bist berufen worden, um in dieser Vollmacht zu handeln, auch gegenüber der unsichtbaren Welt. Nicht, indem wir die unsichtbare Welt suchen, sondern indem wir wachsam und offen durchs Leben gehen, Reich Gottes bauen. Und wenn wir dort in Kontakt kommen mit der unsichtbaren Welt, dass wir dort dürfen mit der Waffe kämpfen, in der Vollmacht, in der Autorität, die dir gegeben worden ist. Und das bedeutet, du musst keine Angst haben und nicht verängstigt durchs Leben durchgehen. Wir haben in den Vorbereitungen ein Buch gelesen, «Wenn die Welt voller Teufel wäre». Der Elias hat in der ersten Predigt schon von dem Buch ein bisschen erzählt. Und der Autor, der Rust, er hat so einen Abschnitt geschrieben und ich habe den so gut gefunden, weil er genau in das Thema einredet, in die Thematik Vollmächtigung. Und ich möchte das euch vorlesen. Der Befreiungsdienst der Gemeinde ist nicht davon abhängig, was wir über Dämonen wissen, sondern ob Christus uns kennt. Er ist abhängig von schwachen, unwissenden, fehlbaren Menschen, die wissen, dass ihr Christus gekämpft und die entscheidende Schlacht gegen Satan gewonnen hat. Menschen, die wissen, dass sie im Einssein mit Christus an diesem Sieg teilhaben können. Menschen, die nie meinen, ohne ihn auch nur eine Fliege zu befreien können. Wie cool ist der letzte Satz, oder? Hey,
Und das sagt mir so gut, Kraft liegt nicht in der Person, die bettet, oder in den Fähigkeiten von dieser Person, sondern sie liegt allein in der Person, die mir anbetet. Es spielt keine Rolle, wer bettet, sondern zu wem dass wir beten, welchen Namen dass wir aussprechen, in welcher Vollmacht dass wir beten. Und natürlich kann eine Vollmacht auch wachsen oder man kann sie auch ein Stück weit verlieren. Sie entfaltet sich da, wo Menschen im Glauben gehorsam mit Jesus unterwegs sind und mit ihm verwurzelt sind, in seinem Willen leben. Und wenn Menschen sich von dieser Beziehung abwenden, sich aus dieser Beziehung von Jesus rausnehmen, bewusst in Sünde leben, so nimmt auch die Vollmacht irgendwann ab. Und die Gefahr von dieser Vollmacht besteht, dass Menschen stolz werden können, dass sie plötzlich nur auf sich schauen, was sie leisten, was sie schaffen, wo eigentlich eine falsche Haltung ist. Aber es geht immer um den Bevollmächtiger, um den Auftraggeber und nie um uns. Nie. Und zu der Vollmacht gehört auch immer die Liebe. Weil Jesus, er spielt seine Macht aus. Und das ist auch eine Macht von Liebe, die aufbauend ist, die Menschen verändert, die Menschen in eine Freiheit hineinführt. Macht von der Liebe. Und ich rufe dir das nochmal zu. Du hast eine Vollmacht bekommen. Du hast eine Autorität bekommen vom höchsten Vater im Himmel, ihm, wo der Sieg gehört, wo schon lange den Sieg hat. Und das heisst nicht, dass wir jetzt Dämonenjäger werden oder irgendwie auf die Jagd gehen, nein, sondern wie gesagt, unser Auftrag ist es, Menschen die gute Nachricht zu bringen. Die gute Nachricht zu bringen und dort, wo wir auf die unsichtbare Welt stoßen, ankommen, dort in Autorität und Vollmacht zu handeln. Und aus dem Grund ist es wichtig, dass du in dem Kampf gegen das Böse erfüllt bleibst von der Liebe von Gott. Auch im Epheser 6,10 steht geschrieben, nur noch ein letztes, lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Und ich möchte dich ermutigen, lass dich von Christus stärken, von seiner Macht, weil du musst den Kampf nicht alleine führen. Er führt ihn mit dir zusammen, er unterstützt dich. Und das Zweite, mit dem Heiligen Geist partnern. Der Rudi nimmt das Wort immer so partnern und ich finde das so ein schönes Wort. Hey, dass du mit dem Heiligen Geist partnerst und dich erfüllen lässt von ihm. Weil er führt dich, er leitet dich. Er zeigt dir den richtigen Weg, er gibt dir Klarheit. Du bist nicht alleine in dem Inne. Er tröstet dich, er belehrt dich, er warnt dich und er schützt dich. Lassen wir uns immer wieder erfüllen von Gott mit seiner Liebe und mit seiner Stärke, mit seiner Macht. Und zum Schluss möchte ich nochmal zurückkommen von dem Bild am Anfang zu dem D-Day, Day of Decision, Tag der Entscheidung. Der D-Day ist schon gekommen, wo Jesus ans Kreuz gegangen ist, wo er für dich, für mich gestorben ist und den Sieg errungen hat. Aber jetzt geht es weiter. Der V-Day steht noch vor uns, das ist der Victory Day. Das ist, wie Jesus wiederkommt. Und bis dort hinein leben wir in dieser Spannung, wir leben in diesem Kampf hinein. Aber das Geniale ist, wir haben alle Waffen, wir haben alles, was wir dazu brauchen. Wir sind nicht alleine. Und ich möchte euch ermutigen, nicht in so ein Extrem hineinzugehen, sondern ganz nüchtern und klar den Sieg von Jesus zu proklamieren und vorwärts zu gehen. Und im Römer 8, 38 und 39 steht, denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Christus, unserem Herrn, schenkt. Und ich finde das so ein powervoller, kraftvoller, wunderschöner Vers, wo es zuruft, hey, nichts kann uns von der Liebe von Gott trennen. Nie. Wir haben die Liebe von Gott, wie sie ein Geschenk ist, nicht wie wir es uns ergattern oder irgendwie erkaufen. Und wir dürfen gelassen, aber doch mit einer Wachsamkeit durchs Leben gehen und wissen, hey, wir sind auf der Siegerseite. Wir sind auf der Seite vom grössten Sieger. Und darum gehen wir weiter, kämpfen wir weiter. Hey, dort, wo wir umgehen, stehen wir auf und gehen weiter mit ihm, weil er mit uns ist. Amen. Amen. Hey, ich will noch beten zum Schluss. Darf ich euch bitten zum Aufstehen? Wenn ihr mögt, wenn ihr könnt. Vater im Himmel, ich will dir Danke sagen. Ich will dir Danke sagen, dass du
den Sieg errungen hast für uns. Wenn du das Kreuz gegangen bist für uns, das ist unglaublich. Und wie wir einfach von dem Sieg, sag jetzt mal, profitieren. Ich bete, Vater im Himmel, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten und dafür wissen, tief in uns innen, wir haben die Vollmacht, die Autorität, wir müssen keine Angst haben. Ich bitte, dass du, Heiliger Geist, aber auch heute Morgen zu uns redest und in den kommenden Tagen, dort, wo wir vielleicht Einsicht brauchen, dort, wo du uns vielleicht etwas aufzeigen willst in unserem Leben, dort, wo vielleicht die böse Macht irgendwo im Werk ist. Ich bete, dass du zu uns redest, Heiliger Geist. Wir strecken uns aus nach dir, weil wir können es nicht ohne dich. Und Vater im Himmel, ich bete an dem heutigen Morgen, gerade dort, wo Angst ist in dieser Thematik, dass du das brichst und dass du dort mit dem Frieden kommst. Dass du dort mit dem tiefen Frieden und mit deiner Liebe kommst. Weil dort, wo Liebe ist, wo deine Liebe ist, dort ist keine Angst. Ich danke dir vielmals. Wir loben und preisen dich und heben dich hoch. Und geben dir alle Ehre für das, wo du bist und immer wirst sein. Und ich danke, du gehst mit uns durchs Leben und sind wir nie allein, sondern cheerst du uns an, liebst du uns, befähigst du uns in dem Innen, wo wir stehen. Amen. Amen.